360 doch. Han sie mich all gefroren, Jungs sachen's, hästet nicht ballet. Na, habt ihr die Kölsche Band Hingehoff verstanden? Wenn ja, dann gehört ihr wohl eher zur Minderheit. Denn die Geschichte des traditionsreichen Dialektes Kölsch könnte schon in absehbarer Zeit zu Ende sein. Mit dieser Problematik beschäftigt sich Sprachwissenschaftler Dr. Daniel Kölligan vom Institut für Linguistik der Universität Köln. Der Dialekt von Köln oder die alte Kölner Stadtsprache ist insofern natürlich bedroht, weil es immer weniger Leute gibt, die die Sprache sprechen oder diesen Dialekt verwenden und er nicht mehr von der einen Generation zur nächsten kontinuierlich weitergegeben wird. Gerade in den Städten ist es natürlich so, dass wir da sehr unterschiedliche sozusagen Zuwanderungen, Abwanderungen und so weiter haben. Und das ist dann natürlich für einen ortsgebundenen Dialekt eine schwierige Situation. Ist das wirklich so? Verstehen die Kölner ihren eigenen Dialekt nicht mehr? Das wollen wir herausfinden. Können Sie Kölsch? Ein bisschen. Ein bisschen. Können Sie mir sagen, was die Flöns ist? Nee. Nee? Und ein halber Hahn? Ein halber Hahn, ja. Was ist es? Irgendwas mit halbes Hähnchen, genau. Leider falsch. Noch ein Versuch? Ist das nicht irgendwas mit Brot oder so? Ein Bier? Jetzt aber die Profis. Halber Hahn ist ein halbes Brötchen mit Käse. Ein Röckelchen mit mittelaltem Holländer drauf. Es gibt also doch noch den einen oder anderen, der den Dialekt beherrscht. Wie akut ist die Problematik denn dann überhaupt? Eigentlich nicht so dramatisch in dem Sinne, dass es jetzt sofort weg sein wird, denn es gibt ja sehr, sehr viel Maßnahmen in Köln und Umgebung, die den Dialekt versuchen zu stützen. Es gibt eine Sprachakademie dafür, die Kurse gibt. Anne Lepperhoff hat diese Kurse besucht und an der Akademie für uns Kölsche Sprach ein Kölsch-Diplom erworben. Ich habe Kölsch gelernt, weil ich Jeck bin ob Kölsch. Und das war für mich die Möglichkeit, das wirklich von Grund auf zu lernen. Und auch nach dem Abschluss des Kölsch-Diploms beschäftigt sie sich gemeinsam mit anderen weiter mit der Sprache. Viele von uns haben das Kölsch-Diplom gemacht. Dann haben wir diese Pfründe der Akademie gegründet. Das war vor 10 Jahren jetzt. Und ja, da gibt es dann die verschiedenen Gruppen, die wir haben. Wir sind das Kölsch-Theaterschmölzchen. Beim Fußballspiel kommt man mit der roten Karte vom Platz. Und hier kommt man mit der roten Karte rennen. Auch der Heimatverein Alt-Köln trägt zum Erhalt bei. Wir bieten recht viele Veranstaltungen an, unter anderem den Mundartautorenabend, dann haben wir den Liederabend, aber wir haben auch eine Vereinszeitschrift und da erscheinen auch die kölschen Texte unserer Mundartautoren. Schriftlich oder mündlich. Den Kölnern liegt ihr Dialekt sehr am Herzen. Und für mich ist das total wichtig, die kölsche Sprache wieder irgendwie so ans Leben zu bringen. Im Interview schildert uns Sänger Achim sein kölsches Lebensgefühl. Ich finde das einfach super wichtig, weil es eine Zusammengehörigkeit gibt. Du sprichst und lebst deinen Dialekt, also dein Ursprung, die kölsche Sprache. Das sind wir, wir Kölsche. Auch wenn der kölsche Dialekt vom Aussterben bedroht ist, bei so viel Engagement wird das wohl noch einige Zeit dauern. Ganz nach dem Motto, es hätte noch immer Joti Jange.